Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Ja, klein bisschen was immer wieder verdient, nicht die Welt, aber Mini-Einnahme, die große Sache, die kommen dann schon noch. Gut, Gas hat Geburtstag. Wir starten gleich mal mit einer super Musik. Wie sieht es dann morgen aus? Mal wieder sonnig wie immer. Ja. Mais, wie gesagt, Sommer und Herbst. Okay. Eisenbarren. Und ein bisschen Eisenerz können wir noch verhüttern. Na, okay. Müssen wir erst wegbringen, bevor wir die Post lesen können. Hallo Ackermann, ich habe einen Artikel über dich in der Zeitung gesehen. Es sieht so aus, als wäre es ländliche Leben ganz gut für dich. Ich bin so stolz auf dich. Pass auf dich auf, mein Schatz. Alles Liebe, Mama. Okay. So. Du zuerst. Dann die Hinkler. So. Hier werden wieder gestreichelt. Und nach, kommt schon her. So, die Eier noch. Okay, ich mag noch gucken, ob in der Höhle möglicherweise schon was drin ist. Ja, immer noch nicht. Schade. Hätte ja sein können, dass eine Orange drin liegt. Die hätte man nämlich Gast zum Geburtstag schenken können. Aber ich weiß, dass der gute Mann als nicht sein Lieblingsgeschenk, aber er mag auch, er mag auf jeden Fall auch Narzissa. Da haben wir auf jeden Fall noch eine Shiny parat. Für Hailey können wir dann die Sonnenblume, wenn sie noch mal gut sind, auch mal verschenken. So. Also derzeit müssen wir uns ja sowieso stark über Wasser halten mit der Saat. Das heißt, unser Geld geht derzeit einfach nur für die Sommersaat drauf. Vielleicht habe ich eine gerade so besonders geschickt gewirtschaftet, um mal ehrlich zu sein. So. Gut. Mais geht hier auch wieder auf, aber manche sind noch in der Same drin. So. Wächst halt alles etwas langsam, das Zeug. Wäre halt schön, wenn wir jetzt schon die nächste Stufe hätten von unserem Hofarbeit. Dann könnte man nämlich die Wachstum an um 20% beschleunigen, wenn man die nächste Stufe vom Ackerbauer sozusagen nehmen. Was dann dort drauf aufbaut auf dem Ganzen. So, hier. Und immer schön den Hopfen nicht vergessen. Okay. Gut. Gut. Jetzt dürfte es auch, ja, genau, wieder all sein. Und die Zäune verhindern einfach, dass hier überall uns das Gras wieder in die Richtung wächst. Ach ja. Noch kann ich Witzle machen mit dem Gras. Später, wenn wir es vermissen, wenn wir dann wirklich viel Tiere haben. Aber für mehr Tiere ist derzeit leider Kohle, geschweige denn für eine Stallerneuerung. Weil, wie gesagt, ich hänge gerade so dran, dass ich überhaupt erst die ganze Saat kriege für die Jahreszeit. So, da drüber hat sich auch noch was getan. Genau, da ist noch ein Kiefernteer. Hier haben wir noch ein Mayo. Ich glaube, Mayo sind generell auch noch relativ beliebte Geschenke. Aber ich brauche hier wirklich jedes Geld. Deswegen die Mayo, die geht halt wirklich dort hier. Und zwar hier. So. Die Narzisse heben wir uns für das Gas auf. Da wird hier als nächstes gegossen. Heieieiei, also Sprenkler können auch gar nicht schnell genug kommen, wie ich finde. Sadala, komm schon. Und wenn wir mal die Gelegenheit haben, mit viel Geld in der Tasche, dass wir die seltene Saat kaufen können, dann sollte ich dort definitiv auch mal zugreifen, weil die seltene Saat ist auch etwas, was wir später sehr gut gebrauchen können. Sadala. Ja, die Melone, die brauchen am längsten, aber die gedeihen soweit ganz gut, wie ich das beurteilen kann. Heidewitzka, das ist auch immer eine
Zeit, die das Ganze schluckt. Deswegen, sobald wir die Iridium-Sprenkler hin, sollte das Thema sein. Und wenn wir erstmal die Qualitätssprenkler machen können mit Gold, ist das auch nicht verkehrt. Dann sparen wir uns hier auch was, wenn wir so einen inneren Kranz dann schon mal bewässert hätten. Das wäre nicht schlecht. So, Stäh wollte ich mal durchsparen für einen Weg, für einen Zaun. So, da. Heidewitzka, da ist unsere ganze Energie schon wieder weg. Nur von dem Bissel. So. Okay, alter Falter. Ja, da geht unsere ganze Energie mittlerweile drauf dafür. So. Also groß mit Hacker und so ist nichts mehr. Allmählich wird's eng. So, da. Aber wenn das ganze Zeug da mal wächst, dann sind wir wirklich gut dran. So, die Hinkle können wieder raus. Ja, genau, da war nur das. Ja, lassen wir mal gut sein. Passt. Wie sieht denn meine normale Sprenkler eigentlich aus? Jeden Morgen 4 Felder, ne? Das ist Rotz. Das ist dann wirklich nur hier in Kreuzform. Das bringt uns kaum was. Das sollten wir nicht machen. Okay, vielleicht finden wir noch ein paar Sachen hier. Ja, genau. Hier zum Beispiel so ein paar Edelwicke sind nie verkehrt. Gewürzbeere ist... Ups, Sachen die verkehrt. Ich wollte Mousse draus machen. Aber die können wir gebrauchen, um unsere Energie noch mal ein bisschen aufzublosen. Weil nachdem ich bei Gas war, wollte ich eigentlich noch eine Runde Stäschlache und Holzhacker. So, alter Falter. Okay. Ach, herrlich die Musik. Einfach nur herrlich. Gut, was ist dann das mal die Daily? Kupferbarrer für Penny. Okay, nehmen wir A. Gut, Gas ist ach hier. Bitteschön, an dich denkt mal ach. Der Geburtstagsgeschenk, das ist ja nicht von dir. Ah, ich lieb's. Und 2 Herzler haben wir jetzt gleich Ammo gekriegt. Für Gas. Gerade mal gucken. Nee, irgendein Event wird wohl leider nicht getriggert. Aber Penny wollte einen Kupferbarrer, den kann sie gern haben. Vorher sollte ich vielleicht noch mal so einen guten Clint gehen und mal Geodebrecher. Und dann schauen wir mal. So. Okay. Im Winter haben wir dann übrigens auch sehr viel von diesen sogenannten Artefaktplätzen, die wir dann mit der Hacke aufmachen können. Also im Winter findet man auf jeden Fall sehr viel von den Büchern, habe ich zumindest festgestellt, bei meinem eigenen Spielstand. Ja, die sind gut, die sollten wir aufheben, die Erdkristalle. 10 Kohle ist auch nie verkehrt. Und Kalzit. Ich glaube aber, das habe ich im Museum schon gespendet. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Jawohl, derzeit haben wir nichts zum Spender. Ala hopp. Gut, dann nähern wir uns unserer Farm von unten. Ah, warten mal. Halte mal der Gaul an. Nee, ich muss jetzt sowieso erst eine Kupferbarre holen, ich Knetkopf. So, dann nähern wir uns meiner Farm von Süden, von Marnie's Ranch aus. Können von dort aus Trag gehen. Und dort nochmal ein paar Stäbbrecher und ein bisschen Holzhacker. So, da lang. Wir haben ja auch überhaupt keine, wie sagt man dazu, so verlangen, dass es das was endet, dass man sowas beenden muss. Wie wenn so Musik kommt oder sowas wie dam, da da dam, dam. Habt ihr schon die Krise, weil ich es nicht beende? Dam, dam. So, ja, das ist wie bei The Big Bang Theory, war das, glaube ich, einmal extra Thema, dass Sheldon so Probleme mit Abschlüsse hat. Und er muss zwanghaft immer alles abschließen, mit und halt dieses dam, da da dam, 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 dam. Ach ja, aber mir geht es teilweise auch so. Es ist zwar nicht so, dass es wirklich krankhaft ist und dass ich so dringendes Bedürfnis habe, so Sachen zum Abschluss zu bringen, aber es stört einem dann doch irgendwie, wenn sowas nicht beendet wird.
Habt ihr das auch oder bin ich da anscheinend auch so ein bisschen Sheldon-mäßig und so ein bisschen autistisch veranlagt? So, gut, ein bisschen was haben wir noch gemacht. War jetzt zwar nicht die Welt, aber könnte reichen, um hier noch einen Zaun außenrum zu bauen. Vielleicht ein kleines Tor noch außenrum. So, Erdkristalle haben wir hier, genau, die sammeln wir hier. Sollte man vielleicht hier nochmal holen. Kohlerei, das Zeug kann rein. Und dann heben wir einfach mal auf. Oh, mir eine Geode noch geknackt. Okay. Kann passieren. Wird aber jetzt sicher nicht mehr geknackt um die Uhrzeit. So, Penny wollte noch einen Kupferbarren. Dann nehmen wir uns einer so. Nehmen beide Kupfer mal raus. Und machen die Kupfer mal dort hier. Die Mayo kommt sowieso hier in die Truhe. Dann machen wir nochmal das Kupfer so. Und dann suchen wir noch Klopf, 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 Penny. Klopf, 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 Penny. Klopf, 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 Penny. Und geben ihr dann noch ihren Kupferbarrer. Wie viel haben wir dann noch? 22, alle hab. So, die könnte jetzt schon im Wohnware sein. Aber wie gesagt, das Geld, das lasse ich mir nicht entgehen. Im Müll von der alten Leute gibt es leider auch nichts Spannendes. Sitzen hier aus, keine Sau hier. Na gut. Okay, wo steckt sie dann? Die gute Penny. Ich glaube, in der Kneipe ist die nicht Art zu treffen. Könnte hier irgendwo in der Gegend stecken. Elliot geht jetzt auch wieder zurück zum Strand. Vielleicht haben wir erstmal Haleys Müll. Und auch der von der Familie hier. Ja, das sieht etwas schlecht aus für uns gerade. Na, wo steckt sie dann, die Penny? Wo steckt sie dann? Und was war die Kneipe von Müll? Leider auch nichts Gutes. Nie ist mal was Gutes im Müll, ne? Okay, vielleicht mal doch hier warte. Ach, da ist sie doch. Du ist sie doch und macht gerade Abwasch. Oh, du hast mal gebraut, wonach ich gefragt habe. Das sieht perfekt aus. Hier ist aber es für deine Mühe. Okay, Herz habe ich jetzt auch mittlerweile bei ihr. Dann sollte ich erstmal das holen, die 180. Können wir immer gut gebrauchen. Morgen könnte man möglicherweise dann nochmal ein bisschen Mais nachholen. Maru. Maru mag wie ihren Bappe eigentlich ganz gern nicht Eis, sondern Erdbeere. Das heißt, die gute Maru kriegt Erdbeere geschenkt von mir. So, da. Dumm. Gehen wir jetzt wieder zurück und basteln jetzt noch ein bisschen Zaun außenrum. Das könnte man auf jeden Fall mal machen, aber das südliche Flanke sollte eher gepflanzt werden, weil da wächst das Gras entlang. So. Dann kümmern wir uns nochmal darum, dass wir hier noch einen Zaun außenrum machen. So. Viel Dodofo. So viel wie es hergibt. So viel nehmen wir. 20. Das müsste zumindest reichen, um hier unten abzuschließen. Wir machen zumindest mal hier, dass das Gras nämlich weiter in die Richtung wächst. Und dann können wir uns da entlang hangeln. Genau. Dass wir hier entlang bauen. So. Dann sollte man vielleicht noch in die Richtung absperren. Dass hier wenigstens das ganze Gedöns nicht so sehr wächst. Dann haben wir hier auch einigermaßen gleichmäßig das Ganze gemacht. Dann droht uns zumindest kein Wildwuchs mehr von der Seite dort unten. Und die Seite ist auch klar abgesteckt. Das ist schon mal nicht verkehrt. Dann kann nämlich auch gleich das hier rein. Die Edelwicke sollte auch noch rein. Und ansonsten das Zeug kommt wieder da rein, wo es hingehört. Und wir organisieren uns hier wieder neu. Kupfer zu Kupfer, Staub zu Staub. Und rein mit dir. Gut. Hinkle dürften im Stall sein. Jo, die pennen. Stall der zu, sonst kommt der böse Fuchs über Nacht. Und hier ist noch nichts. Okay. Gut, mit der Restenergie könnte man vielleicht noch ein paar Stäbbrecher. Na komm schon.
Alter, leid. So. Ja, zumindest ein paar Steg können wir noch schlachen. Dann haben wir das Problem nämlich morgen nicht und haben noch ein bisschen was auf Reserve, die wir dann morgen direkt verbauen könnten. Ja, also, unser Hof sieht teilweise immer noch aus wie Sau. Deswegen, da müssen wir auf jeden Fall noch was bauen. So. Mit der 40 Steg könnten wir jetzt auch noch 7 Steinzäune machen. Da hätten wir das zumindest noch gemacht. So, genau, 7 Steinzäune. Dann machen wir die gerade hier. Da können wir noch auflassen für ein Tor. Dass wir, na, wobei, wenn wir da rausgehen, na, das passt schon, da können wir dicht machen. Da können wir, glaube ich, dicht machen, aber da brauchen wir da Anschluss. Dass wir da dann, dicht machen in der Stelle. Jetzt habe ich mir selber hier verbaut an der Stelle. Das heißt, der Baum muss noch weg. Der Baum muss auf jeden Fall noch weg. Ich brauche noch irgendwas zum Schmauser. Damit ich dann... Müsli-Riegel kann ich nicht mehr herstellen. Irgendwas zum Essen bräuchte ich noch. Irgendwas Kleines. Komm, wir holen uns noch so Grünalge. Die können wir auf jeden Fall essen. So, das sollte kein Thema sein mit der Grünalge. Weil dann können wir auf jeden Fall noch das kleine Bäumchen da wegschlagen. Dann steht uns das auch nicht mehr im Weg. Genau. Dann können wir da um die Ecke Zaun bauen. Perfekt. Dann ist das nämlich schon angedeutet. Und ich sollte jetzt dringend ins Bett gehen, bevor wir noch Energieeinbuße kriegen. Hua, ich weiß, es wird spät. Punkt Mitternacht geht's ab in die Fall. Ja, allzu viel Kohle ist jetzt nicht rausgekommen, aber ein bisschen mehr als sonst. 713. Das soll erst einmal genügen. Okay, was macht Tag 9 mit uns? Morgen hat Maru Geburtstag. Sieht's dann da aus? Oh, Blitz und Donner. Ich glaube, wir können noch leider keine Blitzableiter herstellen. Das ist sehr schade. Okay. So. Ja, wieder die Bollywood-Musik. Okay, dann fangen wir gleich mal wieder an, unsere Energie vollkommen aufzubrauchen. Indem wir hier schön am Bewässern sind. Ja, ihr seht auf jeden Fall, Sprenkler sind wichtiger denn je. Doch nicht so. Und jedes zu viel Bewässern klaut ab jetzt unsere Energie. Ja, die Tomate könnten auch relativ bald fertig sein. Oder die... Ne, das sind... Sind es die Tomate oder sind es die Blaubeere? Ich glaube, das sind die Tomate. Aber unser Peperoni sind wieder gut, sehe ich, auf dem Nachbarfeld. So. Gut, solange das noch nicht beendet ist, können wir da noch so problemlos hier. Ab jetzt muss eigentlich jeder Gießer sitzen, würde ich sagen. Gut, 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 gut. Sehr schön. Das gibt dann auf jeden Fall unser Maisfeld hier. Wenn die andere Früchte mal endlich wachsen täten. Perfekt, da haben wir ja die ganz große Ernte hier beim Peperoni-Feld. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Ausgezeichnet, die Blaubeere dürften dann auch bald soweit sein. So. Das Feld machen wir noch fertig. Dann kümmern wir uns nochmal um die Tiere. So. Zuerst wieder zu euch. Streichler und Streichler. Reide mit und... Nee, das... Nein! Oh, scheiße, jetzt habe ich es gegessen. Das wollte ich eigentlich nicht. Mist. Das waren 150 Gold in die Macherei investiert. Verflixt. Okay. Kann hin und wieder mal passieren, dass man den falschen Klick macht. Dann hat man 150 Euro sage ich, 150 Gold hier verfuttert. Naja. Wir werden es auf jeden Fall wieder ausgleichen können mit unserem hervorragenden Peperoni als Ausbeuter. So, die Radiesler dürften auch recht bald gut sein. So. Dann gießen wir erstmal die Peperoni. Nachdem wir sie jetzt so schön abgeerntet haben. Gut.
Das andere Hinkel traut sich allmählich auch wieder raus, aber ich glaube, auf meinen Felder gehen sie einfach nicht. Bei Zäune dürften sie Stopp machen, die Tiere. So. So eine Blume wächst, Mais wächst, Hopfe wächst. Gut. Also ein Spätsünder Hopfe haben wir auf jeden Fall. Der bleibt nicht aus. Und wenn wir da die Radiesle gut haben, können wir auch gerade wieder mehr Radiesle kaufen. Ach. Oh. Das ist nämlich so gut hier, die Idee hier vorbei zu laufen. Wie ich sehe, ist das nämlich so die geschickteste Idee. Hier vorbei zu laufen. Okay. So. Da müssen wir jetzt tatsächlich schon hier einen großen Haken schlagen. Dass wir dort durchkommen. Okay. Ups. Ich denke, Brunnen wären irgendwann auch mal wirklich eine geschickte Investition. Ohne Witz. Dass man die möglicherweise hier, je nachdem wie groß sie sind, ich habe bisher noch keine Brunnen gebaut, dass man die möglicherweise auf die Felder setzen. Sodela. Okay, unser Mais-Hopfe-Mischfeld ist auch wieder soweit so gut bewässert. Das wird wahrscheinlich unser Mayo sein, die frisch ist. Doch wieder rein. Zack. Genau. Mayo wird sich geholt. Hier machen wir zu. Hier haben wir so schön dicht aneinander eigentlich alles. So, dann wird hier nochmal gewässert. Und dann läuft die Geschichte. Holen wir uns halt noch in der Stadt auf jeden Fall Mais, damit wir unser Feld nochmal hier schließen können. Ja, ich hoffe, das wird mal endlich was hier. Also morgen können wir es uns auf jeden Fall sparen. Du könnt man morgen möglicherweise ein bisschen... Oh, jetzt mache ich die ganze Fehlgüsse. Du könnt man dann morgen nochmal runter angeln gehen, wenn es regnet. So. Puh. Okay. Nur noch 35 Energie. Halte mal die Gaula. Da machen wir auf 5. Und da bewahren wir auch einfach mal 5 auf. So. Recht kann Reihe. Ein Ahornsirup brauchen wir tatsächlich auch noch mal. Das Zeug kann auch mal durch. Die Mayo kommt durch. Und ein Ahornsirup brauchen wir tatsächlich, glaube ich, auch nochmal fürs Gemeindezentrum. Gucken wir doch gerade nochmal. Speisekammer, Handwerker oder Tier. Hier war es nicht, nee. Du warst auch nicht dabei. Na, natürlich bei Herbst kann sie nicht dabei sein. Nee. Nee. Schwarzes Brett, Färbemittel, nee, du warst auch nicht dabei, du glaube ich auch nicht. Aquarium. Do, genau, Ahornsirup. Eichenharz und Kiefernteer. Wenn wir schon da sind, holen wir es gleich mit. Eichenharz und Kiefernteer. Genau, ich habe doch gewusst, dass es doch noch bei irgendwas ist. Qualität, Quatsch, das war's nicht. Handwerker, was anderes, das war irgendwo nicht hier beim schwarzen Brett. Handwerksraum. Exoten, genau. Da brauchen wir das Gedöns. Dann brauchen wir nur noch Ents, das heißt Endpilz könnte man uns noch aufheben. Und Kokosnuss und Kaktusfrucht gibt es erst, wenn wir in die Kaliko-Wüste kommen. So, dort hier. Da gucken wir auch gleich mal bei der Gelegenheit, ob es nochmal eine Daily Quest für uns gibt. So. Nee, Daily Quest gibt's mal nicht. Aber bei Pierre... Oh, die machen hier Sport grad. Sieht aus, als würden die Frauen Dienstags hier Sport machen. Einatme. Ausatme. Oh, Herz habe ich wenigstens bei ihr schon. Die ist halt immer das Gleiche, jawohl. Nicht gucke, ich bin komplett rot und verschwitzt. Okay. Sport kann Spaß machen. Okay. Na dann. Und die macht wahrscheinlich Stepper hier. Meine Arme sind gut trainiert. Aber mein Babe braucht noch Ärmel. Und Mani?
Mani lächelt dich durch den Schleier aus Schwes an. Alles klar. Gut, also die Frauen machen anscheinend hier im Sommer dienstags immer ihre Sportrunde. Und hier können wir dann gleich mal den Maiskafer. So viel wie möglich. So. Dann also wieder ab mit uns ins Gemeindezentrum und dann wieder zurück aufs Feld. Heidewitzka. So. Okay. Gut, alle. Dann müssen wir dort hingehen. Ich glaube, da unten ist es dann. Bei der Exoten. Schauen wir doch gerade mal. Ja, genau, da haben wir es doch. 1, 2, 3. Perfekt. Brauchen wir jetzt noch einen Pilz, den wir möglicherweise demnächst mal finden. Haben wir das nämlich auch mal komplett. Das wäre schön. Je mehr wir hier fertig kriegen an Bündel, desto besser das Ganze für uns. So, jetzt aber wieder ab aufs Feld. Wobei. Können auch die Geode knacken lassen, aber die Geode hat auch Zeit. Das wird jetzt wieder eine Zeit fressen, da hinzugehen. So what? Ich will mich auf jeden Fall um unser Feld hier noch kümmern. Ein bisschen Stäbbreche müsste ich auch noch. So. Die können wir auf jeden Fall noch machen. Gedüngt ist er ja, der Boden. Gut. Dann geht's jetzt noch... Oh. Ich heute. Das habe ich ganz vergessen. Hier müssen wir auf jeden Fall noch einen Durchgang schaffen. Der war leider vergessen. Wir holen uns gleich das Holz dafür. Dass wir schon mal 2 Holztore herstellen können. Das kommt wieder rein. Und ein Holztor kommt auf jeden Fall dort hier. So. Da haben wir nämlich später auch dieses Problem nämlich. Habe ich glatt vergessen vorhin. Okay. Mit einer bisschen Energie, die wir noch haben, können wir noch ein paar Stäbe knacken. Dafür brauchen wir leider die Stahlspitzhacke und die kostet halt auch wieder einen Arsch voll Geld. Ich glaube 5000 kostet das und die 5000 haben wir leider derzeit einfach nicht. Müssen wir auf der anderen Seite noch ein bisschen machen. So. Da können wir uns noch mit dem hier durchhacken. Tja, großartig sieht das jetzt auch nicht aus hier. Was wir hier noch machen könnten. Gemischtes Saat haben wir auch noch gefunden. Heidewitzka. So. Okay. 14 haben wir immerhin noch. So. Da können wir noch mit der Sichel als weiter. Hier noch. Da kommen wir sonst nicht durch. Da brauchen wir wieder... Okay, meine Axt ist nicht stark genug, aber dafür ist es stark genug. So, hier und hier. Für einer reicht es noch. Okay. Alter Falter. Also meine Energie müsste ich auch mal bald erhöhen. Dafür brauche ich allerdings die sogenannte Sternefallfrucht. Und mit der geht es dann auch, dass ich mehr Energie zur Verfügung habe. Ups. So. Okay, wir machen jetzt erstmal hier weiter. Mit 9 bzw. mit 10 Endstelle lagert hier noch. Können wir noch 5 Tore machen. Oder 5 Wände machen. So. Können wir noch den Zaun weiterbauen. Ja, es ist jetzt immer auf Rate, wie wir hier bauen. So. Da würde ich aber sagen, dass es auf jeden Fall machbar ist. Machen wir... Du sollst nämlich rein. So und so. Und so und so. Damit wir da nämlich unser Tor reinklatschen können. Dann steht das nicht einfach so blöd rum. So. Sieht jetzt etwas doof aus, aber tja, das ist halt das, ne? Allerhopp, das kommt jetzt wieder rein. Mag am Anfang etwas chaotischer aussehen. Hoppla, das Ganze, aber es steckt schon Sinn dahinter. Und wir machen ja immer in Etappe sozusagen. Vielleicht petze ich mir einfach noch 2 von den Dinger hier rein und mache noch eine Runde weiter. Es ist ja erst 18:40 Uhr. So. Aber einen Moment mal, ich bin sofort wieder durch, ihr liebe Leute. Da bin ich wieder. Sorry, manchmal muss das schnell gehen. Manchmal muss ich einfach mal fix fort.
Ja, wie gesagt, so den letzten Tag von der Aufnahme will ich jetzt auf jeden Fall auch noch gut für was verwenden. Also ein bisschen schaffig muss man ja schon noch sein. Ach, ist das ätzend. So, hier noch ab damit und hier dann weiter. Ja, so neue Jahreszeit ist oft sehr teuer, weil man auch die Einnahme einfach nicht mehr hat. Und sich die Einnahme erst wieder aufbauen muss. Okay. Ja, ein bisschen habe ich noch was. So, da brauche ich jetzt nochmal hier. Und da kann ich dann nochmal weitergehen. 11 Stählhämmer. Also Endstähl hätte ich schon noch ganz gern geknackt. Das ist er, mein Traumstein. Und dann können wir unseren Steinzaun noch weiter basteln. Ich muss gerade gucken, wie viel ich noch brauche. Dass ich einfach viel zu viel raushau dafür. So, die Hinkel, der kann auch wieder zu. Da machen wir zu, da machen wir wieder auf. So und so. Ich glaube, da brauchen wir nur noch 2 von denen, ne? So und so. Ah ne, einer brauchen wir tatsächlich noch. Okay, einer brauchen wir noch. Der kommt dann hier. Dann ist hier, ach, fertig und zappe. Gut, 2 von den Plasterstäbe können wir noch machen. Die kommen dann dort hier. Einfach hier rein. Okay. Ich denke, das ist einfach... Oh, da habe ich jetzt dummerweise hier den Weg rein gemacht. Korrigieren wir sofort. Und so rein. Dann können wir da nämlich demnächst dann schließen, wenn wir wieder hin und können da außenrum noch bauen. Also wie gesagt, es ist alles im Begriff aufgebaut zu werden. Aber mit der Erschöpfung ist schon etwas schlimm. Aber morgen können wir dort definitiv, beziehungsweise bei der Episode übermorgen, können wir dort definitiv entgegenwirken. Weil es kommt ein Sturm. Und wenn der Sturm kommt, muss ich das Ganze nämlich gießen. Also da haben wir schon etwas Glück in der Hinsicht. Ja, viel können wir jetzt auch leider nicht mehr machen. Ich hoffe, dass bald die Blaubeer- und die Tomateernte kommt. Wenn die Melone-Ernte da ist, können wir auf jeden Fall fett absahnen. So, ihr liebe Leute, dann hätte ich doch einfach mal sagen, ich mache jetzt hier meinen Cut und ja, wie gesagt, Blitz und Donner übermorgen in der Episode. Freut euch dort drauf schon auf jeden Fall. Das ist immer was ziemlich Cooles, wie ich finde. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Ayan Yankee.